Sehen wir meine Pickel? Ja. Gut. Schlimm, das ist der Geist. Das ist das Matterhorn. Heute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin mal da mit meinen Eltern, mit meinem Dad, mit meiner Mom. Wollen wir auch noch was sagen? Wir machen heute wieder mal ein Video und diesmal ist nicht ein «Wer kennt mich besser?», sondern ich habe mir etwas mega Kreatives überlegt. Und zwar, um was geht es? Was machen wir heute? Irgendetwas fragen? Nein. Oder was müssen wir beantworten? Wieso fragst du ihn? Mich fragen. Spezielle Jugendwörter müssen wir erraten, was das bedeutet. Genau. Weil wir ja so alte Säcke sind, oder? Und das nicht wissen. Kennst du das Jugendwort? Ja, sicher. Ja, sag. Nein, das geht gar nicht. Was ist für ein Das Jugendwort? Ah, das ist auch wieder mitgegeben. Chillen. Ja. Ja, aber das sind einfach... Hangs. Hangs, Alter, 2016-Vibes. Also, wie ihr seht, müssen wir heute wieder ein bisschen updated werden. Meine Community hat mir da sehr geholfen. Und ich würde sagen, wir labern gar nicht so viel, sondern wir fangen einfach mit dem Video an. Let's go! Ja! Das haben wir am meisten gefragt. Bist du bitte stark? Das erste Wort ist ein Simp. Simpel einfach. Ja, das kommt mir auch simpel in den Sinn, etwas Einfaches. Aber es ist eine Person, ein Simp. Was ist ein Ja, Simp? der ist einfach gekleidet. Ja, eine einfach gestrickte Person, Ja, wo... ein Gestell mit Kleidchen. Vielleicht ein bisschen langweilig, oder? Ist ein langweiliger Mensch. Jemand, der mit dem Nachthemd rumläuft. Nein, einfach langweilige Kleider anhat, nichts Spezielles. So Birkenstöcke Völlig vielleicht. öde. Ich finde es schwierig. Es ist ein Lauch. Ohne Label. Lauch. Ist ein Oder Lauch. ein Brokkoli. Also, es ist nicht ziemlich nah, aber es ist eher eine Person, die eigentlich nett ist und irgendwie auch unterwürfig. Aha, okay. Einer, der sich ausnutzen lässt. Heisst Nein, einfach eine unterwürfige Person, die Aha. sich unterwürfen lässt schnell. Unterwerfen lässt. Unterwerfen Mit lässt. Unterwürfen. Ja. Also es hat nichts mit Kleidung und so zu tun, sondern einfach mit dem Sind wir völlig Verhalten. falsch. Ja, voll. Dass er viel zu lieb ist und sofort alles macht. Kennen Er wir frisst das? einem aus der Hand. Ja, und es muss gar nicht mal... Au! Einfach. Wie ist das denn? Bro, du bist so rot. Ich bin nur schnell runtergegangen. Ja, dann bleib doch schön ruhig sitzen. Der ist im wahrscheinlich. Oh, jetzt fängt der Sedi an singen. Sadie! Lass das. Okay, das ist nicht, egal, also. Ein Simp. Was ist ein Boomer? Ein Bumerang. Oh, ein Boomer. Ein Boomer. Nein, Nein, das ist einkaufen. Einkaufen. Ein Boomer ist Oder ist einer, der viel eine sehr einkaufen. trendige Person. Ich hätte gedacht, das ist das Wort, das ich kenne. Ihr seid Boomers. Ja, wir gehen auch viel Post. Schon. Ja, ihr seid Boomer. Eltern, die mit den Jungen in den Ausgang gehen und das Durchschnittsalter Trend, aufdrücken. die im Trend bleiben. Nein, die, die gerne mit den Jungen bleiben und es nicht sind. Ja, gut. Eigentlich Grundbedeutung ist die Bezeichnung von Leuten, die in den 50er, 60er, 70er Jahren geboren worden sind. Weil dort gerade, also vom Zweiten Weltkrieg, viele Leute auf die Welt gekommen sind, sage ich mal. Wir sind zum Beispiel Generation Z und es gibt Generation Boomer. Und dann sagen wir Jugendlichen so, und darum benutzen wir das Wort Boomer als wirklich eigentlich jemand, der alt ist und in dem Sinne auch keine Ahnung hat, zum Beispiel von der Technik oder keine Ahnung, Wort irgendwie so. Hoppla! Ja, aber das würde ich Also, jetzt der kommt dann also viel ausklammern. besser raus als eine Technik. Nein, nicht Technik, aber so von der Jugend, sage ich mal. Aha, okay. Technische Jugend. Wenn ich euch sage No Cap, was heisst das echt? Kein Hut, kein Kappen anlegen. Ja. Wann benutzen wir das dann? Wenn du Glatze hast. Nein, wenn du an einen Ort angehst, wo keine Kappe anlegen darfst. Und Und dann sehen wir zum Beispiel die Lehrer sagen, man darf keine Kappen anlegen. Und dann kommt zu der Lehrerin und sagt No Cap. Ich weiß nicht, von wo das genau kommt, aber es heisst eigentlich übersetzt kein Witz. Also wirklich No Cap. Ich verarsche dich jetzt nicht, wenn ich dir das sage. Also wirklich No Cap, ich meine es ernst. Ich weiß gar nicht, von wo genau das kommt, aber Komisch, ja, das ist ja speziell. Eid. Ich weiss das jetzt gerade nicht, was das heisst. Ich mache sonst ein Beispiel, wenn ich sage, gehen wir heute am 8. Uhr auf den Zug. Eid. Selbstverständlich. Gebunkt. Es ist eine Abkürzung von All Right. Eid. Ah, okay. Alright. Oh, das könnt ihr wissen. Ich frage jetzt mal dich, Papi, wie du es vielleicht könntest wissen. Ist gut? Was heisst wild? Nicht wild, wild. Ja. Also wild gehen wir halt im Herbst gerne essen, gell? Ja genau, das kommt jetzt, Zeit kommt jetzt, Wildzeit. Ja. Wild, ja, wilde Frucht, ausgefallen. Ich würde auch sagen, Abstrus, ausgeflippt, lässig, ja. Ja, eigentlich schon. Also eigentlich kannst du es genauso brauchen wie es ist nice. Irgendwie, wenn du ein nices Bild gemacht hast, das ist wild. Dann kannst du einen Kommentar schreiben, so, wenn du einen netten Kommentar schreibst, wild oder so. Das ist ein Kompliment. Und das versteht ihr, wenn ich wild schreibe. Ja, kannst du mal ab und zu einen Kommentar Du bist aber schreiben. ganz ein Wilder, hä? Und dann, was kommt dann retour? Was hat denn der für das Gefühl, wenn ich wild schreibe? Das ist nett dann. Ah, das ist nicht. Und wenn ich nice schreibe, dann denke ich, Scheiße, wieso hat er nicht wild geschrieben? Ja, nice ist auch Boomer. Was ist ein Drip? Oh, das hast du schon mal gesagt. Ja. Scheibenkleid. In der Ferien. Scheibenkleid. Das hast du in der Ferien hast du das mal erklärt.
Das ist nicht ein Ausflug, das ist so eine angespannte Situation. Nein, was ist das schon wieder gewesen? Du hast es uns erklärt in der Ferien. Im Podcast von Can und von Adi sind wir mal reingekommen und dann hat der Adi euch das erklärt, was das ist. Okay, ich bringe uns ein bisschen näher. Das hat etwas mit Kleidern zu tun. Bist du im Trend? Ja, das stimmt. Du hast den Drip, heisst eigentlich, der Style, den du gerade anhast, ist mega nice. Das passt alles gerade irgendwie zusammen. Das hat er zu mir gesagt? Nein. Ah. Nein, der Adi hat euch das erklärt im Podcast, was das für ein Jugendwort ist. Der G oder der OG. Der OG, das ist der schnuppert, der der erste Tag kommt, das ist der OG. Wieso ist das der OG? Das haben wir immer so gesagt. Der OG. Der kommt, der ist wie ein Schnuppertag, das ist der OG. Und dann tust du alles zeigen. Der OG. Piece of shit! Start, motherfucker! O ist für Original, das heisst, es ist nochmal etwas krasses als der G. Der OG ist einfach der super coolste von der ganzen Clique. Das ist der absahnet. Also G kommt von Gangster, aber Gangster ist ein Wax-Wort, darum Ja. sagen wir der G. Okay. Und du bist der G, wenn du irgendwie... Also wir zwei sind eigentlich Gs. Nein. Und du bist der OG. Ja. Wir sind an einer Party und es hat kein Bier mehr und dann kommt gerade jemand und hat das Bier mitgebracht, so du bist der G, Dann ist oder? Wenn ich sage, gib ihm! Oh, das Lied. Gib ihm. Es Das gibt hat- Ja, hey, noch mehr, Gib ihm. gib Gib Gas, ihm. noch mehr. Gib ihm. Also wenn einer Gib zum Beispiel mega gute Musik macht und sagst, gib ihm, dann macht er noch mehr Das gute ist aber Musik. untergütlich. Ja. Vollgas, oder? Aber Vollgas. du kannst es genauso brauchen. Also zum Beispiel, wenn du den DJ sagst, gib ihm, aber dann sagst du es nicht, gib noch mehr Gas, sondern du sagst, ja genau so, gib ihm Du bist auf dieser Welle, Ja, aber wenn du weiter. jetzt mit jemandem im Auto bist und der hat ein mega cooles Auto, was sagst du vielleicht auch, gib ihm, er soll noch aufs Gas. Ja, und gib noch ein bisschen fahren, Geld, ja. komm, zahl noch. Es gibt ein Lied, kennst du es? Ja, ja, das Ja. ist von der... Wie heisst sie? China? Nein, Shirin. Ja, ist ja gleich. Shirin David. Kenn ich nicht. Du musst mal laufen. Voll. It. Gib ihm. Gib ihm. Kennst du das Lied? Was hat denn die für Kleider an? Jetzt will ich jetzt noch eins an. No Cap. Die Musik läuft nicht mehr. Ah, die läuft. Das Wort ist eigentlich ziemlich neu, aber recht viel benutzen es. Was ist ein Geringverdiener? Ein Grimm. Gering. Geringverdiener. Gering? Ja, Einer, der wenig verdient. Wenig ja, aber das ist jetzt einfach. Ich meine, ein bisschen weiter. Er macht wenig Ah, nein, stimmt. Jetzt weiss ich's. Wenig Leistung Wenig und Leistung, viel Geld. viel Geld macht. Genau. Das ist es. Überlege mal kurz. Geringverdiener. Er verdient gering. Ja, gering mit wenig Ja, Aufwand. Ring verdienen oder gering? Gering. Gering heisst ja wirklich wenig. Ist eigentlich komplett am Weg vorbei gewesen. Also es ist eigentlich genau das Gegenteil. Es ist ein Loser. Aha, Weil er wenig, okay. also eigentlich übersetzt ja jemand, der wenig verdient. Ja. Aber wir benutzen das eigentlich als Beleidigung. Du bist ein Geringverdiener, einfach als ein Loser. Wenn wir zum Beispiel irgendwo laufen und du gehst auf die Fresse oder so, kann ich dir auch sagen, du bist ein Geringverdiener. Einfach ein Loser. Ah, okay. Das ist einfach eine Beleidigung. Das hat eigentlich nichts mit dem Geld zu tun. Das muss gar nicht mit Geld zu tun. Genau, Okay. von dort kommt einfach das Wort her. Mhm, okay. Ich sage jetzt das Wort. Shish. Shisha. Ski. Shish. Seashells. She sells seashells on the seashore, on the seashore Nein. sells she the seashells. Shish. Oh wow, so lässig. Hast du es gesehen? Ja. Hast du es gesehen? Hühner, cool. Nein, nicht Hühner. Aber so, oha, Shish. Wow. Alter. Wow. Wow. Ja, oder einfach oha. Ja, irgendwie so. Irgendwie so. So, ich muss sagen, wir haben das sehr gut gemacht. Die sind auf jeden Fall schon ein bisschen weniger Boomer. Können sonst noch andere Jugendwörter in die Kommentare schreiben, die euch gerade in den Sinn gekommen sind. Vergesst auf jeden Fall das Video nicht. Zu aktivieren. Vergesst auf jeden Fall das Video nicht zu liken und mich zu abonnieren. Und ganz wichtig. Glocken aktivieren. Bing, bong. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss! Nein, schau das Bild an. Die Mami braucht jetzt so viel Platz und ich bin hier auf dieser Kante seit 20 Minuten. Und ich sage dir, ich habe nachher einen blauen Fleck jetzt. Wahrscheinlich. Das ist doch gleich. Letztes Mal sitzt du da.